Steuerreform 2028. Einheitliche Steuerklasse, offene Rechtsfragen und Finanzierung. Umfangreiche Bauarbeiten und Streckensperrungen bei der CFL. Grenzgänger können künftig in die luxemburgische Armee eintreten. Eva Maria vertritt Luxemburg beim Eurovision Song Contest. Moin, hallo und herzlich willkommen zum Pendlerclub, dem Podcast für alle Luxemburg-Pendler. Mein Name ist Jill Reale und heute ist Dienstag, der 27. Januar 2026. Luxemburg plant ab dem 1. Januar 2028 eine grundlegende Reform des Steuersystems. Kernpunkt: Es soll künftig nur noch eine einheitliche Steuerklasse geben. Wie stabil dieses Modell ist, daran äußert der frühere Chef der luxemburgischen Steuerverwaltung, Guy Heyns, deutliche Zweifel. In einem Interview mit der Politikredaktion erklärt er, dass diese lange Übergangsfrist juristisch angreifbar sein könnte, etwa wegen Fragen der Gleichbehandlung und des Vertrauensschutzes. Sollte es zu Klagen kommen, könnte am Ende sogar das Verfassungsgericht entscheiden müssen. Heyns sieht in der Reform zwar eine organisatorische Vereinfachung für Verwaltung und Steuerzahler, kritisiert aber vor allem die fehlende Gegenfinanzierung. Die Regierung rechnet mit Kosten von rund 850 bis 950 Millionen Euro pro Jahr. Ob diese dauerhaft tragbar sind, hänge stark von der wirtschaftlichen Entwicklung ab und von politischen Entscheidungen in künftigen Legislaturperioden. Das komplette Interview mit Guy Heyns, in dem er auch über Vermögenssteuern, Kapitalbesteuerung und Steuergerechtigkeit spricht, ist in den Shownotes verlinkt. Die CFL setzt 2026 ihr großes Infrastrukturprogramm fort, mit zahlreichen Streckensperrungen und Zugausfällen. Betroffen sind unter anderem die Linien zwischen Luxemburg und Trier, Luxemburg und Arlon, Luxemburg und Bettemburg und auch im Norden zwischen Luxemburg, Ettelbrück und Diekirch. Die meisten Sperrungen finden während der Schulzeiten und an verlängerten Wochenenden statt, etwa an Karneval, Ostern, Pfingsten und über weite Teile der Sommerferien. In diesen Zeiträumen fahren auf einzelnen Abschnitten keine Züge und stattdessen wird ein Busersatzverkehr eingerichtet. Die CFL rät dazu, jede Verbindung im Jahreskalender oder in der CFL-App vorab zu prüfen. Langfristig soll sich dieser Aufwand aber lohnen. In diesem Jahr werden rund 30 Kilometer neue Gleise verlegt und außerdem wichtige Knotenpunkte wie Howald, Bettemburg und Ettelbrück weiter ausgebaut sowie neue Park-and-Ride-Plätze, beispielsweise in Wecker, geschaffen. Die luxemburgische Armee benötigt in den kommenden Jahren deutlich mehr Personal und plant deshalb eine Öffnung für nicht Luxemburg ansässige EU-Bürger. Voraussetzung bleibt die Beherrschung der luxemburgischen Sprache. Wer aufgenommen wird und 4 Jahre lang freiwillig dient, kann anschließend die luxemburgische Staatsangehörigkeit beantragen. Die Regelung ist Teil eines Maßnahmenpakets der Regierung und soll schrittweise umgesetzt werden. Zum Abschluss noch etwas Kultur. Am Wochenende fand der Luxemburg Song Contest statt und dort gewann die 20-jährige Eva Maria mit ihrem Song Mother Nature. Sie ist Luxemburgs bisher jüngste ESC-Teilnehmerin seit dem Comeback und darf dann im Mai das Großherzogtum in Wien vertreten. Das war's mit dem News-Update für diese Woche. Bleibt in der Wort-App und auf wort.lu immer auf dem Laufenden. Ich verabschiede mich für diese Woche und sage Eddie à merci.